Goeiedag alle, welkom van de Mars Vara. En we willen van de Vara wieder gaan in onze Epheser-brief-series. En dit is de tweede part van de aandag wat ik twee zinnen terug had. En ik moet me rijden hier weer bis te veel leren in deze version dat ik wil liever twee merken van deze ene boodschap. Laatste boodschap zegt wie wel God heeft het bestemd. Hij heeft dat alle van verher zo aangebeeld, zo aangereist, dat we worden aanvingen. Hij heeft ons gewählt voor zijn kinderen. En hij heeft dat alle in plan gemerkt, dat we worden am aannemen. Hij heeft het gewusst, wie gemerkt worden. De Welt gemerkt worden, wist hij al, wer zijn kinderen werden. En dat is een bewijs voor ons, hoe diep God zijn leven is voor ons. We durven ons niemals zo feilen, wie zijn niet. God heeft al van de Welt weer gewusst, in plan gemerkt, en dat alle zo aangesteld dat we worden aanvingen. Zo'n grote leven heeft hij voor ons. En van deel waar we zijn, wat heeft hij gedaan, dat we geen nieuwe reding hebben. Hij heeft een plan gemerkt, hij heeft ons bestemd, en van deel waar we zijn, wat deed God dan voor ons, dat we de reding kunnen krijgen. We willen aanvangen met een gebed. Lieve Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor de Lieder wat gezongen zijn, en dit laatste lied. We hebben geen grotere vriend, en we hebben zo'n troost dat we kunnen eerst een tijd naar Jezus gaan. Wanneer we een zware tijd doorgaan. En God, ik bid dat u ons mij helpen van deze version in een klare weg uitbrengen, dat we kunnen opgebouwd worden in ons geloven van deel. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. De version waar we worden van deel doorgaan zijn in Epheser kapitel 1, 7 tot 14. Epheser kapitel 1, de 7 tot 14 version. Dat zegt es dit. Der Jezus, die zijn bloed voor ons gegeven heeft, zijn wie losgekauft. En ons zijn de zinden vergeeft door de grote genade. Die in ons leven neemt en ons de ogen voor de waarheid opmaakt. God heeft ons zijn geheimnis weten laten, dat hij zich had vergenomen door Jezus Christus voor een dag te brengen. Wanneer zijn bestemde tijd eerst wordt hier zijn, dan wordt hij alles, dat in hemel en op aarde is, onder en hoofd brengen. En dat is Christus. In Christus had hij ons im Verrüt bestemd, zijn oren te zenden. Zoals hij dat gepland had. En hij voert alles zo uit, als hij dat wil. Zodat we, die we op Christus hopen, de eerste werden, die zijn heerlijkheid loven. En zo we dat ook met junt. Die je de waarheid gehoord hebben, waardoor je geraad worden en onarm blijven. De tekende God junt met den Heiligen Geest. De Heilige Geest brengt doorver dat we dat krijgen, wat God ons versproken heeft. Doorweg, waar we nu alle zijn heerlijkheid loven. Deze version, hij vangt in de 17e vers aan, hij zegt, we zijn losgekauft door Jezus. Wat meint dat losgekauft? En ik wil van deel een paar Engelse woordbrokken, want ik weet veel van jullie hebben gestudeerd in Engels en die zijn vielleicht bekend met deze woord. Dat Engelse woord wat hier gebruikt wordt als redemption of redeemed. Losgekauft. Wat meint dat we zijn losgekauft? Dus het woord een beetje zijn dat we worden los van wat en die worden losgekomen dat, die moeten een prijs tonen, dat wordt losgekauft.
Wir würden in einer Weise können sein, dort erst am Träg typen. Da wird festgenommen oder festgesagt, damit du im Preis geteilt, dass das losgekauft wird. Und dort hat Jesus Christus, der sein Blut getan. Wie wir Gott sind, das Menschheit, Adam und Eva, die wurden gemerkt, ohne Sinn, und dann entscheiden beide von dir, zum gegen Gott gehen und sünden. Und wenn sie dort leiden, werden sie festgenommen, euer Übel, euer Schlechtet, euer Sünd. Und dann, nu sind wir, dass alle Menschen, sind wir in Sinn geboren, wir sind festgenommen, euer Sinn, seine Kontrolle, und die wird, die Herrn oder die wird immer das Sinn als so tun. Gott hat an im Plan gemerkt, dass wenn wir fast euer Sinn sind, dort wird uns loscheiden. Dort erst dort Trägtypen wird am gehört. Dort ist nicht, dort wir sind so tun Sinne, dort uns einen det, wenn wir nach dem Sinn sind. Wir sind wegen Gott sind. Aber wegen unser sind, wenn wir in Sinn geboren sind und wir Jesus nicht angenommen haben, dann sind wir nach unserer Soton seine Kontrolle. Wegen der Sinn. So dass meine ich, dass Soton uns einen det, aber Soton hat Kontrolle über uns wegen wir jeden andere Kontrolle. Und dann fehlt dort, dass Gott uns loscheiden wird. Der Preis für die Sinn als Tod. Die Bibel lehrt uns das sehr klar in Römer. Wir haben uns den Tod verdient und wir sind fast ohne den Tod wegen unserer Sinn. Und was Jesus Christus hat im Kreuz tat, ist, er kam, er starb für uns, den Preis zu bezahlen, so dass der Preis, was uns treffen wird, kann bezahlt sein, und dann können wir los sein von unserer Sinn, von der Strafe, was für die Sinn ist. Und so eine Weise hat Gott uns losgekauft. Wodurch habe ich das losgekauft? Durch Jesus Christus. Das sage ich sehr klar. Durch Jesus. Wo told er für uns, das sagt hier, dass sein Blut für uns gegeben hat. Dort ist der Preis, was Jesus told, um uns loszuschreiben. Wir wollen von dir sein, dort unsere Radung hat 3 Porte. Das ist das erste Port. Wir wurden losgekauft, dort ist den Anfang. In Englisch spricht wir dort wird Justification. Justified. Und je wird man Englisch bekannt sein, weil das wird meint, dort ist der Anfang. Dort ist, wenn Gott uns loszeiten wird, wir sind reich für Gott. Erst wie wir nicht reich für Gott, unsere Sinn stehen zwischen uns und Gott. Jesus Christus dort uns loszeiten, und nicht du wie reich für Gott. Die Sünden sind abgeräumt, die sind über sie gebracht, und nu steht nichts zwischen uns und Gott. Unsere Sünden sind betont, unsere Sünden abgeräumt. In Englisch sagen wir sind justified. Dort ist, dort wir die Rade ganz haben, aber der ist noch nicht vollkommen, dus wir wollen dort sein. Und wir können uns sicher sein, dass wenn Gott uns den Sinn hat wahrgenommen, er hat uns losgekauft, wir sind nicht mehr unser Sinn, seine Kontrolle. Dort ist nicht, dass Sinn nie wird über uns ist. Wir sind nicht unser Jesus. Das sagt, durch Jesus sind wir losgekauft. Und das kann sein, dass durch Jesus Christus sein Blut, dort wir losgekauft sind. In Hebräer Kapitel 9, der 22. Vers sagt es das. Wir haben vielleicht fertig so gedacht, warum muss das Blut sein? Hebräer Kapitel 9, der 22. Vers sagt es das. Dort Gesetz verlangt, dort meist alles mit Blut
gereinigt wird. Und ohne Blut verjäten, gibt dort keine Sinnvergebung. So dat Preis, was Jesus Christus muss tun, dort unsere Sünden können vergeeft und wir würden gern losgekauft von unseren Sünden, wie dort hij muss den ene Blut uitjeten für uns. Wenn wir losgekauft sind, dann sind wir auch von unseren Sünden vergeeft. Der 8. Vers sagt, in uns sind die Sünden vergeeft. Die kann dort vielleicht mal, was sehr schwere Kleider getragen und vielleicht jemand oder die früher haben vielleicht Tag über Büten geschafft in dem Blatt. In welchen Städten in Alberta, und besonders in Lacrete und ein paar Städten in Lethbridge, wo ich mit Eid schaffen da, und dort ist so ein Eid, was sehr leimig ist. Und so ein Eid, dort bakt alle taub, und dann kann ich weit gehen. Und dann ist das alles so dick abgebakt. Und dat Tag was es dort, und die Kleider, die waren ganz mit dit Blatt bebakt. Und bald, ich würde sagen, wie ein Mensch, der trägt leicht 20 bis 50 Pfund mehr. So sperrt sich dort. Und einen Tag, dann geht einer näher und trägt sich all die schweinische, bebagte Kleider auf. Und das ist dann, wir fallen uns leicht, wenn das Lot wird an uns wir, dort ist nicht alle aufgetragen. Das ist, was Jesus tut für uns auch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann hat uns die Sünden vergeben tut, er nimmt das alle von uns rauf. Dort wird uns nicht geschworen wir, dort ist nicht vergeben. Wir sind davon los. Und ich will Ihnen etwas ermutigen, wenn ihr hier von dir seid, und ihr fallen Ihnen schwor, bedrückt von jenen Sünden. Gott will die Sünden vergeben. Und wodurch kann er die vergeben? Durch Jesus Christus. Wenn Jesus Christus wird uns losscheiden. Warum wird Gott uns losscheiden? Das sagt, das ist durch die große Gnade. Das Englische das hier ein bisschen anders übersetzen. Und das stimmt ein bisschen doller, wo der Griech dort wird geschrieben. Das sagt, das ist eine Gnade, die ewig schälen wird, ewig fällen wird. Das ist eine Gnade, wir würden können sagen, das ist ein bisschen ein Köffel. Und dann haben wir eine Wutterkorn, der Köffel erstmal mit clean. Und wir dann das ganze Wutterkorn in das Köffel hineinjagen. Und wenn das Köffel voll ist, das ewig das schält bis ewig. Das ist das Bild, was das hier gegeben wird von Gott seine Gnade. Gott seine Gnade ist graut. Und das ist so graut, Gott ist nicht jitzig mit seiner Gnade. Wie es Deutsche, wir haben uns gefragt, die wir uns selbst, wie jitzig sind. Wir gleichen nicht mehr zu geben, ist, was uns treffen wird. Weil Gott ist nicht mehr nicht. Gott ist nicht jitzig. Gott, der seine Gnade uitgeiden über uns, zodat het ewig schelen wird. Seine Gnade ist immer gratis unser Fehler. Immer gratis unser Sünd. Warum? Wenn Gott seine Gnade, der er nicht bis zu jedem groß abends genug ist. Das ist viel mehr als wie our Brunnen. Gott seine Gnade ist eine große Gnade. So, er sagt uns hier, dass wir sind losgekauft von unseren Sinnen. Nächste Versen redet er ein klein bisschen, wo Gott dort hat bekannt gemerkt an uns, seine Geheimnis. Und das Geheimnis, wo er manchmal von reden in das Buch. Er wird von das Geheimnis reden, was in Christus ist. Und das ist die erste Mal im Buch, wo er von das Geheimnis reden wird. Er sagt, er hat uns die Augen für die Wahrheit aufgemerkt. So, ein Geheimnis ist dort, was wir nicht würden weiten, ohne dort, wem da wird offenbaren nur uns. Das ist so, was wir nicht von anweiten.
En dat is zo'n wat, we würden gern sagen, is een beetje so bedacht. Dat is niet leicht zum Uitvangen, wat du Inge is. Wie viele von Ihnen können denken, wenn ihr Kinder wären, und kommen abstehen? Sie können denken, Sie sind bekannt mit dort. Was denken die Eltern dort? Wir die Eltern sondern was die Kinder gut kann und wissen, dass die Kinder die würden danach abstehen und mit und Plitsch sein. Meine Eltern denken einmal ein klein bisschen in der Tag Eva. Dass wenn wir Kinder wollen gehen checken, wie sollen, dann wird das unser Tag. Das geht nicht zu sein. Und dort gibt noch eine größere Geheimnis, was da enger wir. Und so ausgedrückt mit was Gott hat, und das ist ein Geheimnis, was der Radung in uns schaffen wird. Und das sagt in 1. Petrus Kapitel 1, 10 bis 12, da redet von dieser großen Radung. Und wo diese Radung, Gott hat die bestimmt von Eier der Erde wir, wo das alle wird schaffen. Das ist nicht, dass Gott nicht im Plan hat und muss sich frisch jedes Mal anstellen, wenn was anderen tut in der Welt. Diese Radung, was wir in Jesus Christus haben, das ist von Anfang an Gott sein Plan gewesen. Und Gott hat dort langsam durch die Propheten offenbart, Beat by Beat. Üschlich, wenn er uns merken deit, Gott gab bis ein paar gebauten. Und Gott, der Jink, das sagt, er Jink mit Adam und Eva in Garten. Und die sich unterhalten. Da wird das erste Part von dem Geheimnis offenbaren. Und dann kam Sinn in der Welt an. Und dann verwässert Zeit, dann wieder sei für euer Geheimnis. Und das sagt, die ganze Welt, die voll euer Sinn. Und dann der Gott sich ein klein bisschen wieder offenbaren durch Noah. Und dann, noch die große Ehe schwanger, dann wir waren mehrere Jahren. Und dann der Gott sich noch ein klein bisschen wieder offenbaren, nur Abraham, dann nur Moses, und dann wieder nur die Propheten. Und jedes Mal können wir ein klein bisschen klarer sein, was der Radung wird sein in Jesus Christus. Das ist ein bisschen so, Gott, der jedes Mal den Tag ein klein bisschen wieder trägt, von was in der kommen wir. Und dann, wenn Jesus Christus kam, dann wird Gott den Tag ganz von der Kamm raufnehmen. Dann können wir klar sein, was das Geheimnis wir. Und das sagt in dieser Version dort, anging dort Schein, dort offenbaren. Dort sagt, dort ist nur dort ging am Schein. Sein Plan offenbaren uns. Er hat dort Geheimnis durch Jesus Christus offenbart. Was ist Gott sein Willen für Menschen? Das ist, dass jeder Mensch, was ewig Leben kriegen, fingen in Jesus Christus. Jo, wir verstehen, wie weit wenn Gott alle Macht hat und alle Weisheit hat und alle Kraft hat und dass er einen Plan hat für diese Welt und er dort alle anderen hält. Wir würden gerne sein in der Weg, Gott der dort, wenn er kann und er macht. Aber was ist an Gott sein Hort, was er möchte wird wirken wird? Das Geheimnis, diese Erfahrung, was in Jesus Christus ist, offenbaren nur uns. Wie kann es sein, wenn wir das Alte Testament lesen, dann, wo Gott seinen Plan uns bei Jesus Christus braucht? Und ich würde Ihnen ermutigen, nächstes Mal das Alte Testament durchlesen, dann, jeder Vers, was Sie lesen, jeder Geschichte, was Sie lesen, dort zu lesen mit der Frau, was lehrt mir von Jesus? Was lehrt mir wissen, wer Jesus wird sein
en wo hij wordt Radung brengen in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij in de nächste vers hier in 19, dat God heeft, ons losgekauft, zodat hij kan dat Radung volkomen merken. Dat zegt, in zijn bestimmte tijd eerst wordt hier zijn, dan wordt hij alles, wat in hemel en op de aarde is, onder dat hulp brengen, en dat is Christus. Hij zegt in 9 vers ook, God heeft ons zijn geheimnis weitenloten, dat hij zich had vergenomen door Jezus Christus voor een dag te brengen. So God deed de geheimnis voor een dag brengen, en dan zegt hij een bestimmte tijd eerst weer, dan wordt hij alles onder Jezus Christus brengen. In de Engels heeft dan een klein beetje een andere mening, dat als onze Radung, dat wat God loskauft, dat wordt volgebracht worden. En dit is waar we onze leer krijgen, in Engels gebruikt wie dat wordt, sanctification. So we zijn justified, we zijn justification. Dat meint dat we zijn geraad, we hebben de Radung, we hebben ons bekeerd, God heeft ons een wedergeboorte gegeven. En dat tweede part van de Radung is dat God schafft in ons de Radung tot een volkomen Schluss brengen. En dat meint dat God schafft in ons, jeder dag, dat we worden Jezus Christus dollar en dollar likken. En dat zegt, wanneer de tijd dan vol is, dat is bestimmte tijd eerst wird hier zijn, dan wordt alles volgebracht zijn in Jezus Christus. Alles wat passiert op deze wereld, in ons leven, dat gaat alle in een weg, en in een tijd, in een stad. En dat is, wanneer we worden verder God stonden, op een rechtsdag. Je rechtsdag, dat eeuwigheid, waar we worden voor alle tijd met God leven in hemel. Dat is waar alles handsteren deed. En dat meint ook de Radung, wat God in ons aangevangen heeft, dat hij ons losgekauft heeft. Dat wordt hij alle, op de bestimmte tijd, alle taub brengen, dat het volkomen is. En dat we worden dan voor alle eeuwigheid de Radung hebben in God. Wir sind nicht, wer wir einmal wären. Und viele würden können sagen, das stimmt mit mir. Ich wir verloren, ich wir diep in meine sind. Wir sind nicht, wer wir mal wären. Aber ein gute Nachricht für uns ist auch, wir sind nicht, wer wir wollen sein. Wann diese bestimmte Zeit wird kommen, und uns Leben wird durch sein. Und Gott hat geschafft in uns, was er will in uns schaffen. Dann wollen wir vollkommen für Gott sein. Der nächste Vers sagt, dass Gott schafft, dass alles, was Einigkeit fingen, in Jesus Christus. De 10e vers sagt es dit. Dan wordt alles, dat in hemel en op de aarde is, onder den Haupt gebringen, dat is Christus. Onze wereld, dat is zo uitdruklich. Dat sperrt ist es nicht ein Tag, wo wir Ruhe und Frieden haben. De Welt, das zit so, das verfällt alle. Aber ein Tag wird kommen, in eng tijd, dat alles wat op de aarde is en onder de aarde en in hemel, dat wordt alle onder Jezus Christus zijn hand komen.
Wann wir noch unser Leben checken down von das Mars? Wann ich nur mich selbst checken down? Kann wie sein, dass Gott schafft in mir? Gott schafft, dass dort, wo er angefangen hat, was er angefangen hat, wann er uns loschepen deed. Wir sind zwischen der Zeit und der Zeit, wo das alle wird vollkommen sein. Wo lot wir Gott schaffen in uns, dass er die Arbeit tät, dass wir wollen vollkommen sein, wenn er uns ein Haus kriegt. Was ich manchmal vollkommen ist nicht ohne Sinn. Das ist nicht, was ich hier lernen wird. Vollkommen meint, dass Gott hat dort geschafft, was er in uns schaffen will. Und dass wir nicht reich sind für Ewigkeit. Das ist nicht, dass wir nicht dort haben verdient. Oder wir nicht alle heilig sein als ich. Das ist nicht, was er meint. Aber uns Charakter, uns Natur, da wird geändert, dass es einmal Dollar und Dollar ist, so ist Jesus Christus. Und der 11. und 12. Vers, die Versen sind alle verbunden mit letzter Andacht. Aber Paulus bringt uns zurück, und er wird uns weiterhelfen denken, dass Gott hat uns gewählt, so dass Gott kann uns loschepen. Und es sagt, in Christus hat er uns verrückt bestimmt. Das ist in Christus. Wenn wir dann so glauben, ich bin so ein getätiger Mensch, ich kann das so viel tun, ich kann so viele gute Dinge tun, das ist, warum Gott hat mich gewählt. Wir verstehen diese Verse nicht recht. Gott hat uns nicht gewählt für seine Kinder, wegen wir besondere Menschen wären. Wir würden kein Dries sein, wenn wir deutsche Mennoniten sind. Du hast nur in uns, was Besonderes ist, dass Gott nie will uns wählen, wegen was wir tun haben. Er hat uns verrückt bestimmt, wegen Jesus Christus. Nicht wegen uns. Wir wollen Leute in der Pfizer sein, dass es nicht durch unsere inneren Werke, was wir wirken tun, dass wir gerat sind. Dass es bloß durch Jesus Christus. Und ich glaube, das meint dann, dass wir sollen abhören, was zu verproben zu schaffen. Lieber dort annehmen, was Gott all getan hat für uns. Das haben wir alle, wenn Gott hat dort so gestalt, so dort stemmen wird mit seinem Plan. Ich weiß nicht, wenn ihr zurückdenken an jene Lebens. Und die Tiden, was Gott besonders hat geschafft, in den Hort. Und die kann sein, was Gott ihn gelehrt hat. Vielleicht ist wieder ein Bruder oder eine Schwester, ein Freund, was ein bisschen von Jesus vertellt. Und das wird ein Anfang. Und dann braucht Gott noch ein Menschen in Leben lernen. Und dann werden ihn eingeladen, oben gucken. Oder was einmal das wir, und Gott, der tut all diese Dinge so ernst tun, dass die würden dazu kommen, wie die würden am betanen. Das ist jeden Heiland persönlich anzunehmen, dass er ihn loschepen. Und das sagt uns das in dieser Versen, dass wir alle nur Gott seinen Plan. Gott hat es so geplant, dass das wird passieren. Ich glaube, du hast einen sehr großen Unterschied zwischen, wenn Dinge ein bisschen besser, wir würden können sein, wurden versetzt oder die wurden geplant. Wenn wir bis zum Beispiel sein, dass wie es Mann, wie sein Pferd nicht sagen, hat an Geschenke geben, wir müssen ein Beispiel sein. Wir sind der erste frühe Geburtstag und sie haben vor lang gefragt worden, in besondere Dinge, das ist ein Geschenk für Geburtstag. Was meint Maya für die Früh? Wenn ihr in Sturm mit rumgehen, vor der neuen Geburtstag sein, du hast dann statt gejankert, könnt ihr das schwindend halten? Für Geburtstag? Und das ist so, was sehr wichtig ist bei euch. Freut hat vielleicht, dass
dat zij die niet dat heeft wat als je gejankerd heeft. Maar wat het als laatst verweert, is wanneer de man wat tijd uit zijn dag neemt, om dat voor typen en dat vielleicht bewaken met papier wat veel te duur is. En dan opschrijven, ik lief die. Hier is een geschenk voor die. Hij heeft dat gepland, krijg wil hij dat wat doen, dat geschenk geven. En dat is een bijspel, dat is een voorbeeld wat God voor ons deed. Dat is niet bis dat God ons zegt, dan word ik een beetje zo, ja, hij kan losgekocht worden. God heeft een plan gemerkt. Uit zijn leven, uit zijn grote genade, een plan gemerkt en dan den plan uitgeführt, zodat du, nicht bis wie, nicht bis Jana, aber du kannst die Erlösung in Jesus Christus vingen. Dat is een grote leven. En dat is een grote kracht en een grote genade wat we in Jezus krijgen. We zijn bestemd, we zijn losgekauft, zodat we kan God zijn Herrlichkeit loven. We zijn God loven voor wat hij gedaan heeft. Dat is waarom we leider zingen. Leider zingen wat God loven deed. God prijzen deed voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. We zijn gemerkt, we zijn geraad, we zijn losgekauft. Niet bis voor onszelf, aber für Gott seine Herrlichkeit. Dat is voor God een grote eer, een grote life bewijs, wanneer we zijn Kinder am aanbeten doen, am loven doen en am danken doen voor wat hij gedaan heeft. Nu het tweede poort is, of de laatste poort hier is in 13 en 14. Leert Paulus hier dat God is zo zeker in zijn plan. Dat God zijn genade is zo groot voor ons, dat hij heeft ons een teken dat deze redding wordt passeren, die is passiert en die wordt allemaal passiert zijn. En dat is, dat wanneer we Jezus Christus aannemen als ons Heiland, we geven ons handen aan, God vult ons met zijn geest, zijn heilige geest. Hij vult ons. En dit is een teken dat hij wordt dat volkomen brengen wat hij gedaan heeft van ons. We zijn, dus wanneer we geboren zijn, we zijn in zin geboren. We würden gern zijn, we zijn 3 Ports Menschen, oder welche Leder zijn 2 Port. We hebben het Fleisch en we hebben het Geist. En dan hebben we een Gedanken, wo we entscheiden können, welche Natur wir wollen nachfolgen. Wenn wir geboren sind, uns Geist in uns Fleisch, als beide in Sinn geboren. Wenn wir worden losgekauft, wenn wir worden gerat, dann wird Gott uns Geist nie mehr, und das ist, wo wir das Bade geburt kriegen. Gott nimmt das alte Geist, er nimmt das uit und sagt ein neues Geist, nein, was nie gemerkt ist. Aber das Fleisch bleibt noch in Sinn. Das erste Part, das wir sind justified, und nu schafft Gott in uns, das ist Sanctification, er merkt uns heilig, jeder Tag Dollar und Dollar. Und da wird eine Zeit kommen, wo wir das zweite Part kriegen für unsere Rettung. Und dann wird uns Fleisch auch weggenommen. Und dann wird wir einen neuen Körper kriegen, dass uns beide uns Geist in uns Körper ohne Sinn ist. Und den da freue ich mich für. Ich weiß nicht, ob ihr so sehr freuen dafür, wenn du nicht wird mehr eine Sinn-Natur in das Fleisch sein. Wir wollen nicht eine Verlangen haben für das Schlachtet, für das Beisit. Wenn Gott wird dort Radung, die losgekauft hat, wird er vollkommen merken. Mit dort alle in mind.
Wat heeft God dan gedaan, dat hij wordt dat zeggen doen, wat hij aangevangen heeft? Hij heeft ons een teken gegeven. We würden gern zijn in Englisch, een down payment, om wijzen dat hij wordt dat doen, wat hij aangevangen heeft. Dat zegt de Heilige Geest, brengt door ver, dat we dat krijgen, wat God ons versprochen heeft. Je hebt vielleicht mal een huis gekauft, van een vriend of van een anderen, en je kan wat een down payment is. Dat is een klein beetje toon, jengen wat je typen, zodat je bewijzen worden, je wordt het eeuwig typen. Niet zo? Wanneer we zijn, je würden in vorn in een kort typen, en je hadden dat geld niet alle maat, je würden vielleicht een klein beetje geld door loten, zodat die wat de kort indeed, weet dat je wordt terug zijn, dat eeuwig brengen. En dan war is de kort al ganz jinet, aber dat is nog niet volkomen. Zo is het ook met onze Radung. God geeft ons den Heiligen Geest, zodat we dat weten, dat hij wordt volkomen brengen, wat hij aangevangen heeft. Dat is aber een beetje anders als we dat hebben. Wanneer we würden, wer wir sagen, eine Chor für 10.000 typen, wir würden vielleicht 100, vielleicht $1.000 loten und dann de Ewigkeit bringen. Dat is veel weniger als wat de Chor wert is. Aber Gott hat dort wegen seiner Gnade als so groß Unterschied gedaan. Wer wir sagen, hij heeft eine $10.000 Chor gekauft. Hij laat $1 million, das ist ein down payment, zum wiesen, dat hij wordt de Chor komt typen. Wenn Gott selbst als ons down payment. Dat is wo wir kan ons sicher sein, dat Gott wird uns nicht verloten. Dort, wat hij angefangen hat, wanneer hij ons losgekauft hat, wird hij te volkomen bringen. Gott wird uns nicht verloten. Und in dit keer wir uns sicher sein, dat onze Radung treu en sicher blijven det. Gott wird uns nicht verloten. Wann wir Gott angenommen haben, und wir in Glauben, in seine Gnade leben, Gott wird uns niemals wegdrehen und uns niemals verloten. Und ich glaube, er ist keine andere Weg. Und was wir von dir gesehen haben, ist lesen, was in der letzten Part von 14 ist. Doorweg, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Können wir das wörtlich begreifen? Wie groß seine Gnade ist. Können wir das wörtlich begreifen? Wie viel Gott getan hat für uns. Und wir würden gerne sagen, wo ist das? Dat Gott uns genoeg wird rekken dat hij würde het alle doen voor ons. En dat blijft niet eeuwig. Bezieht Gott annehmen, oder Jesus annehmen, ist Gott loben, am Preisen und am Anbeten für was er getan hat für uns. Wir schließen mit Gebet. Gott im Himmel, wir sind so froh, wir feilen uns das nicht wird, aber das Erforschen von dir hat uns gelehrt, dass du hast einen Plan. Von all wie geboren werden, dass wir würden die Gelegenheit haben, um die anzunehmen. Und Gott, ich bete, dass du uns dort von Herzen helfen, zu begreifen, wo deep dein Leben ist für uns. Und wie wichtig das ist, dass wir das Gnade annehmen dann. Und Gott, ich bete für so eine, was vielleicht hier von dir sind, die kannst, wo wir stehen mit dir, die weißt, wo wir sind. Wenn du so eine erst hier von dir, was nicht losgekauft ist, was nicht für die leben wird, wer nicht dich nicht jetzt in sich hat. Gott, ich bete, dass du wirst in die selbst raupen von dir. Dass sie können diese losgekauft auch beleben. Beten in Jesus' Namen. Amen.